Hallo zusammen, du bist Cletus von Crown Crew. Heute mit einem kleinen Klassen-Special. Und zwar möchte ich einerseits zeigen, wie man relativ easy viele Erfahrungspunkte machen kann, ohne dass man campen muss. Und gleichzeitig gibt es doch immer wieder Games, wo man einfach irgendwie auf die Fresse bekommt. Und man ist nicht in der Lage, irgendwie eine gute Punktzahl herzulegen, schießt dem nur noch an. Und darum habe ich eigentlich so ein bisschen ein Gegenmittel gegen den Anschiss. Und zwar eine Klasse, wo man sich frei bewegen kann, wo man relativ unentdeckt ist und wo man gleich einige Erfahrungspunkte sammeln kann. Zwar seht ihr hier, ist das die ACR, die ich hier ausgewählt habe. Ich finde die wirklich eine der besten Waffen. Tut ihr dort den Schalldämpfer drauf. Die zweite Waffe spielt eigentlich keine Rolle. Dort könnt ihr etwas gegen die Luftangriffe rein tun oder etwas für einen Notkampf. Das ist ganz euch überlassen. Das gleiche auch für Granaten und Blendis. Wichtig ist aber, dass der Blind Eye und Assassin rein tut. Nicht, dass die plötzlich von hinten oder aus der Luft einfach abkassiert werden. Und beim dritten Perk würde ich Marksman vorschlagen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Dead Silence, also dass man nicht hört, oder Steady Aim rein tun. Ich habe einfach gemerkt, dass Marksman hilft einem extrem, auf Distanz etwas zu können. Darum würde ich das reinnehmen. Jetzt, das Wichtige, wählt einen Support oder eben Unterstützungsklasse. Ihr nicht meinen, ihr seid jetzt hier die Obercracker und könnt alles vernichten und wählt einen Angriff oder Spezialisten Klasse Setup, sondern tut wirklich Support rein. Das ist die Klasse, wenn es nicht so gut läuft, hilft die euch, dass es besser läuft. Darum müsst ihr nicht etwas auf Rambo-Manier reinhaben, sondern wie gesagt Support und Unterstützung. Das bedeutet, als erstes tun wir natürlich Drohnen, CUAV rein, das hilft euch, das hilft dem Team. Dann als nächstes bei 5 kommt die Ballistik-Weste. Und dort ist wieder genau das Gleiche, die hilft euch mit 10% mehr Leben als auch euren Teamkollegen. Und jedes Mal, wenn einer von den Teamkollegen so eine Weste aufnimmt, gibt es noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Jetzt im letzten Slot würde ich unbedingt das kleine Helikopter rein tun. Die Aufklärungsdrohne, Recon-Drohne, wie das Teil auch heisst. Mir egal, es ist auf jeden Fall so, dass die Beherrschung von dem Helikopter ist nicht so schwierig. Mit den Sticks könnt ihr drehen, steuern, mit LB und RB auf der Xbox könnt ihr rauf und runter. Und so hat man das Ding relativ gut im Griff. Jetzt geht man Gegner markieren. Und zwar so, als würde man schiessen, fliegt mit Nähe, schießt in dem Sinn auf die und dann werden sie markiert. Es gibt euch das 50 Erfahrungspunkte und es gibt noch sogar Erfahrungspunkte, wenn dann jemand von euren Teamkollegen die Gegner abkassieren, die ihr markiert habt. Ich kann euch sagen, es geht zum Teil ruckzuck und dann hat man hier einiges an XP zusammengesammelt und man ist im Team am helfen, weil die Sachen sind dann auf Minimapli so zu sehen, als wäre irgendwie ein Blackbird da oben. Also ihr seht ziemlich gut, wo die Gegner sind, das unterstützt euch ein Team und euch gibt es auch noch etwas. Also das ist eigentlich in meinen Augen die beste Unterstützerklasse, die man machen kann und garantiert sehr viele Erfahrungspunkte. Okay, jetzt werdet ihr sagen, ja nein, die ACR ist nichts für mich, Allgemeinsturmgewehr komme ich nicht so klar, kann man das Ganze natürlich auch mit einer Maschinenpistole machen. Ich habe mir jetzt hier PP90 M1 ausgewählt, zusammen mit der FMG 9. Es ist so, dass man hier auch easy etwas anderes anstatt Blind Eye und Assassin drauf tun kann. Ihr seht es hier. So ist man einfach sichtbarer. Das muss noch ganz klar bewusst sein. Und die Sichtbarkeit ist nicht immer etwas Gutes, wenn es gerade nicht so gut läuft. Darum überlegt euch das. Aber man kann durchaus auch so ein bisschen Rusher-Klasse machen. Einfach Support einschalten und Drohnen, Ballistikwesten und das Recon-Dröhnchen rein tun. Das hilft euch, um viele Punkte zu machen. Merci fürs Zuschauen. Das Gameplay gibt es dann im zweiten Teil. Schönen zusammen.